SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Die Empfangshalle im grossen Fabrikantenhaus über dem Städtli ist geraggelt voll an dem Sonntagnachmittag im November. Wem sein Geburtstag feiern wir schon wieder? Deine Opa Heinrich. Hey. Und der wie viel? Der 95. Der Opa Heinrich heisst mit vollem Namen Heinrich von Strubensleben. Und er hat dieses Jahr schon 3-mal zu einem gediegenen Geburtstagsapero eingeladen. Welches Jahr haben wir denn? 2030, Opa Heinrich. Hey. Und wie heißt das Büsi auf dem Arm, Meitli? Das ist der Köbi 12. Hey. Und wer sind ihr? Deine Lieblingsenkel, Opa Heinrich. Ich bin Ju. Und ich, der Jo. Ju und Jo. Git Jujo. Ju heisst eigentlich Julia. Und der Jo, Joscha. Die Ju ist älter als der Jo. Also 4 Minuten, sagt die Mami. Ja, und die wird es ja wohl wissen. Wir sind doch deine Lieblingszwillinge, Opa Heinrich. Deine einzigen Enkel. Schon vergessen? Ich und vergessen. Kannst du denken? Gut haben wir's gemacht am Millennium. Hey. Was ist es? Millennium, Opa? Ein besonderer Silvester. Mit einem Riesenrad und einem Bub mit einer geckeli-gelben Daunenjacke. Wenn der nicht gewesen wäre. Hey. Jujo, kann jemand schnell in die Küche Kaviarbrötchen holen? Das ist Mami Franzi. Sie ist Tochter vom Opa Heinrich und wohnt zusammen mit den Zwillingen und dem Papi Felix unten im Städtli. Aber bei so grossen Anlässen im Fabrikantenhaus spielt sie Gastgeberin und dirigiert gerne alle umeinander. Jujo! Gang du, Jo. Ich habe den Köbi 12 auf dem Arm. Kaviar, Fischeier für 100 Stutz pro Dösli. Der Opa Heinrich ist mega reich. Und niemand weiss eigentlich wieso. Nicht einmal die Mami, die auf dem Anwesen aufgewachsen ist. Zmitzt in dem riesigen Park mit uralten Bäumen und einem kleinen Weiher. Und dem geheimnisvollen, zugewucherten Schopf, wo niemand eine Ahnung hat, was drin ist. Und der Schlüssel fürs Tor ist verschollen. Felix, kannst du die Tür aufmachen? Ja, ist gut. Mach ich. Der Opa Heinrich sei ein Erfinder gsi, heisst's. Aber niemand weiss, ob er jemals etwas erfunden hat. Wieso muss die immer ihren blöden Hund mitbringen? Rappoldine, ich bring den Köbi 12 in dein Zimmer rauf. Nur kurz. Die Rappoldine ist dem Opa Heinrich seine kleine Schwester. Sie ist 90, wohnt im 4. Stock und ist sogar noch schlechter gelaunt als der Köbi 12. Aua! Bleib da, Köbi 12. Wenn er vom Hund von der Gemeindepräsidentin bis in Estrich aufgejagt wird, wo ihn die Jude retten muss. Aber am allerschlechtesten gelaunt ist die Jakobine, Tochter von der Rappoldine. Jetzt geben da mal Ruhe! Im Estrich oben hockt der Köbi 12 auf einem alten, vollgestopften Gestell. Ja! Der Hund kumpelt wie gestört an dem Gestell rauf. Nochmal und nochmal, bis es umkippt. Und die Ju unter sich begrabt. Ju! Alles okay? Ja, alles okay. Oh, all der Grümpel. Gestört. Hey, schau mal da! Der Jo zieht das Holzdruckli vor und wischt den Staub weg. Wow, die Verzierungen. Er macht es auf. Drin hat es ein schwarzes,
rechteckiges Plastikteil mit 2 runden Löchern drin. Zeig, mit denen haben sie doch früher Musik gehört. Ja voll, ein Kassettchen. Auf dem Opa Heinrich seiner alten Stereoanlage kann man die glaube noch hören. Da steht noch etwas drauf. Die wahre Geschichte. Hä? Was für eine Geschichte, echt? Da hat es noch einen Schlüssel drin. Der ist ja riesig. Der ist nicht für eine normale Tür. Eher für ein grosses Tor oder so. Für ein Tor. Die beiden schauen sich verschwörerisch an. Für den Schopf. Julia, wo sind wir? Ich nehme den Schlüssel mit. Und ich das Kassettchen. Und ja, heute Nacht gehen wir in den Schopf. Die Heime beim Znacht ist niemand besonders hungrig, aber besonders neugierig. Mami, was ist eigentlich ein Millennium? Das ist latinisch und heisst Jahrtausend. Aber gemeint ist meistens der Übergang von einem Jahrtausend ins nächste. Also zum Beispiel von 1999 ins Jahr 2000. Wieso fragst du? Der Opa hat von dem geredet. Und von einem Riesenrad. Herzig. Das ist ihm jetzt geblieben. Was? Der Papi und ich sind am Millennium Silvester zusammengekommen. Auf dem Riesenrad. Wow, romantisch. Ja, gell? Mami, was ist im Shop vom Opa? Ich weiss nicht. Bist du nie drin gewesen? Nein. Nicht einmal als Kind. Der Opa hat es verboten. Verboten. Ja, verboten. Und wenn etwas verboten ist, dann zieht es die einfach magisch an. Mami, ich möchte am Opa noch gute Nacht sagen. Dürfen wir noch mal schnell rauf? Ja gut, aber wirklich nur kurz, okay? Ja. Das Fabrikantenhaus und die riesigen verschneiten Bäume sehen im Mondlicht richtig gespenstisch aus. Jujo biegt von der pfadeten Einfahrt ab und stapft durch den Park in Richtung Schopf. Jede Wette hat eine Erfindung versteckt. Ja, und wenn es etwas Gefährliches ist? Jo, hör auf, das ist doch mega spannend. Sie kämpfen sich durch die Staude und finden schließlich das Tor. Ju steckt den Schlüssel ins riesige Schloss. Yes! Sie nehmen ihre Handys vor und machen die Lampen an. Der Jo wagt kaum zu schnaufen. In der Lichtkegel sehen sie einen grossen Raum. Riesige Gestelle an der Wand, vollgestopft mit Sachen. In der Mitte steht eine grosse Werkbank. Verschiedene Maschinen. Alles ist voller Spinnennetz und Staub. Boah, am Opa Heinrich seine Werkstatt. Hörst du das? Das kommt von dort hinten. Ja komm, wir gehen lieber wieder heim. Die Ju zündet in die Ecke. Schau mal. Wow, was ist denn das? Dort steht so etwas wie ein grosser Schlitten. Mit 2 Sitzen hintereinander. Hinten hat es riesige Spulen aus Draht und eine Art Ventilator. Die Ju geht näher her. Vorne hat es ein Armaturenbrett und eine Kühlerhaube, wie bei einem Auto. Und alles ist zugedeckt mit einer dicken Schicht Staub. Die Ju leuchtet auf die Kühlerhaube. Schau mal, da hat jemand mit dem Finger etwas in den Staub geschrieben. Millennium, Abend, rausgeflogen. Gehe heim. Schon wieder Millennium. Die Ju klettert auf den vorderen Sitz. Vor sich sieht sie das Armaturenbrett, drauf ein Lämpchen, ein Hebel und etwas wie ein Zahlenschloss. Darunter hat es ein Schildli. Die Ju wäscht den Staub weg. Zeitometer. Was? Psst, hörst du? Das tickt so. Der Zeitometer? Schau mal die Zahlen. 04, 12, 2030. Das ist ein Datum. Das ist heute. Ja und? Jo, das ist sicher ein Zeitschlitten. Ein Zeitschlitten. So etwas gibt's gar nicht. Steig ein. Nein. Der ist uralt. Hat doch der Opa Heinrich den gebaut?
Der Jo klettert auf den Hintersitz. Da unten hat es ein Pedal, wie bei einem Auto. Ju, wehe, du stehst drauf. Der Jo steht natürlich voll drauf. Spinnst! Es passiert nichts. Es klemmt eh. Die Jo buckt sich zum Pedal runter. Mit der rechten Schulter kommt sie an den Hebel vom Armaturenbrett und reißt ihn mit. Ju, stell das ab. Der Ventilator hinter ihm Jo fängt an zu drehen. Die Jo sitzt auf. Schieb den Hebel dort wieder ruhig. Der, Ja! der klemmt auch. Der Zeitometer dreht hinter Ski. Was? Wieso? Da fällt auf einmal Licht durchs vergitterte Fenster. Aber es wird gerade wieder dunkel. Und dann wieder hell. Dunkel, hell, dunkel, hell. Tag und Nacht wechselt sich immer schneller ab. Was ist da draussen los? Es rüttelt immer mehr. Die Uhr wirkt jetzt mit aller Kraft am Hebel und dann bricht er ab. Shit, halt dich fest, Jo. Auf dem Zeitometer rattern Tage, Monate und Jahre. Tag und Nacht blitzen draussen nur so vorbei. Jujo schüttelt es im Schlitten umeinander wie gestört. Immer schneller, immer wilder wird die Fahrt. Ju, ich kann mich jetzt nicht mehr heben. Heb durch, Jo. Und dann Heb dich. schleudert es den Jo aus dem Schlitten. Jo, wo bist du? Jo. Der Jo liegt im Schopf und verwacht langsam. Es ist stockdunkel. Ju, Keine Antwort. Der Jo sitzt auf und nimmt das Handy aus dem Sack. Er will sofort eine Sprachnachricht an die Jo schicken. Der Jo zittert so fest, dass er den Code 3-mal eintippen muss. kein Empfang. Der Jo stellt die Handylampe an. Neben ihm steht der Zeitschlitten mit dem abgebrochenen Hebel. Der Jo steht auf und leuchtet auf den Zeitometer. 31.12.1999. 1999. Mist! Dem Jo wird's halb schlecht. Er läuft verzweifelt im Schopf umeinander. Er will einfach heim. 1999. Was soll er auch noch machen? Da kommt ihm etwas in den Sinn. Er leuchtet nochmal auf den Zeitometer. Der 31.12. Das ist der 31. Dezember. Silvester von 1999. Der Übergang von einem Jahrtausend ins andere. Das Millennium. Am Jo sein Herz schlägt wie verrückt. Er leuchtet auf Kühlerhaube. Die Inschrift im Staub ist nicht mehr da. Aber er weiß noch genau, was da gestanden ist. Millennium Abend rausgeflogen, gehe heim. Jetzt geht dem Jo ein Licht auf. Das bin ich gsi. Die Inschrift von 2030 ist nicht mehr da, sondern noch nicht. Also muss er die Nachricht jetzt in den Staub schreiben. Das glaubt mir niemand. Mit dem Zeigefinger schreibt der Jo Nachricht auf den Schlitten. Und jetzt weiss er auch, was machen. Nämlich heimgehen. Der Jo geht zum Tor, aber Mist! der Schopf ist abgeschlossen. Die Fenster vergittert. Er ist eingesperrt. Ja, da kommt er nicht so einfach wieder raus. Der Jo sitzt verzweifelt am Boden. Wenn doch nur die Ju da wäre. Aber die ist weitergerast. In die Vergangenheit. Vielleicht ist sie jetzt schon im Mittelalter. Aua. Im Mittelalter? Shit. Nicht ganz. Ich glaube, ich spinne. Die Ju reißt die Augen auf. Wo bin ich? Neben dem Zeitschlitten steht im Halbdunkeln ein junger Mann und starrt sie an. Die Ju schaut hinter sich. Ich habe den Jo verloren. Ja, was ist denn ja? Mein Zwilling, der ist rausgefallen, weil der scheiß Schlitten so gerüttelt hat. Ich muss den Jo finden. Der junge Mann mustert die Ju gewundrig. Wann sind ihr eingestiegen? Etwa am 8. Welchen Tag? Welches Jahr? Am 4. Dezember 2030. 2030. Wahnsinn! 70 Jahre! Willkommen im Jahr 1960! Was? Mein Zeitschlitten funktioniert! Hei, 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 hei. 1960?
1000 Gedanken wirbeln der Ju durch den Kopf. Sie ist in dem Zeitschlitten 70 Jahre in die Vergangenheit gerast und jetzt steht da ein junger Mann, der was sagt? Hei, 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 hei. Opa Heinrich? Gestatten? Heinrich von Strubesleben, Erfinder. Und wenn du mir Opa sagst, dann bist du meine Enkelin. Ja, ich bin Ju. Hörst du bei uns? Ich bin Großvater geworden, mit knapp 25. Hei, 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 hei. Ich habe gerade an der Zeitmaschine die letzten Schrauben angezogen und zack, tauchst du auf. Großvater. Hei, 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 hei. Die Ju beschäftigt etwas ganz anderes. Wir müssen den Jo finden. Ja, der Jo, der sitzt immer noch eingesperrt im dunklen Schopf. Ganz allein. Wobei... ein Fuchs. Gerade vor seiner Nase. Der Jo bleibt bocksteif sitzen. Der Fuchs schaut ihn an und dann, zack, schlüpft er durch ein Loch unter der Wand raus. Der Jo geht zum Loch und fängt es an zu vergrössern. Er buddelt und buddelt, bis er auf der anderen Seite der Bretterwand rauskommt. Er schüttelt sich die Erde und den Schnee aus den Kleidern und macht sich auf durch den verschneiten Park Richtung Städtli. Er geht heim, so wie er es in Staub geschrieben hat. Im Städtli unten ist Kilby mit ein paar Bahnen und einem Riesenrad. Die feiern das Millennium ja richtig gross. Der Jo läuft durch ein Gewühl von gut gelaunten Leuten. Es schmeckt nach brennten Mandeln, Pommes frites. Überall rennen aufgeregte Kinder umeinander. Ein kleines Mädchen starrt dem Jo seine gelbe Daunenjacke an. Du hast eine lustige Jacke an. Der Jo schaut das Mädchen genauer an. Das Muttermal auf dem linken Backen und die braunen Lockenhaare. Ich glaube, ich spinne. Das ist Jo seine Lehrerin. Mit etwa 5. Hi, Simaroni! Hi, Simaroni! Der Jo läuft weiter. Er kommt zum Maroni-Stand. Hi, Simaroni! Und dort erkennt er nochmal jemanden. Maroni! Frische, feine Maroni! Papi. Der Papi Felix. Ganz jung. Hi, Simaroni! Jo wird's halb trümmelig. Frische Maroni! Am liebsten würde er zu ihnen her. Ja, aber was soll er sagen? Maroni! Ich bin dein ganz Sohn aus der heiß. Zukunft. Oder was? Feine, frische Maroni! Aufs Mal kommt eine junge Frau, geht hinter dem Maroni-Ofen und drückt dem Papi einen Kuss auf die Lippen. Nein, bitte nicht. Die junge Frau ist nicht etwa das junge Mami Franzi. Nein, es ist die junge Jakobine. Cousine von Franzi. Und die küsst seinen Papi. Der Jo kann es fast nicht fassen. Ausgerechnet. Die Ju wird austicken, wenn sie das sehen würde. Beim Gedanken an seine Zwillingsschwester vergisst der Jo kurz die Welt um sich. Ist sie auch da zum Zeitschlitten ausgeht? Oder ist sie weitergefahren? Und schon bei den Dinosauriern? Das nicht gerade. Nur im Jahr 1960. Wann ist dein Zwilling rausgeflogen? Weiss ich doch nicht. In dem Fall müssen wir 70 Jahre abklappern. Von 1960 bis 2030. Oh je. Ja nun. Fangen wir mal im alten Millennium an. Ah, Was? Millennium. Was, Millennium? Die Ju schaut auf die Kühlerhaube. Wo wir 2030 in den Zeitschlitten gestiegen sind, war der mega staubig. Und jemand hat in Staub geschrieben. Am Millenniumsabend rausgeflogen. Gehe heim. Dein Zwilling, wo er rausgefallen ist. Ah, als Nachricht an mich. Cleveres Bürstli. Hei, 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 hei. Millenniumsabend also. Die zwei gumpen in die Zeitschlitten und der Heinrich stellt den Zeitometer ein. 31.12.1999. Ja, meine
erste Reise im Zeitschlitten. 39 Jahre Führerschein. Heb dich fest, Enkelin Ju. Nicht, dass du auch noch verloren gehst. Der Jo steht immer noch verloren in der Nähe vom Maroni-Stand. Er beobachtet seinen Papi und die Jakobine. Dann nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und geht zu ihnen. Grüezi. Ja, Wissen Sie, wo die Franzi ist? was für eine Franzi? Die Franzi von Strubensleben, vom Fabrikantenhaus. Im Fabrikantenhaus wohnt keine Franzi. Nur ich, meine Mami und der Köbi 5. Aber Mom, ich meine, die Franzi ist doch im Fabrikantenhaus aufgewachsen. Also ich kenne keine Franzi von Strubensleben. Verwechselst du da echt jemanden? Ja, vielleicht. Danke. Adieu. Was? Im Fabrikantenhaus gibt es keine Franzi. Dabei ist sie doch dort aufgewachsen und müsste 18 sein. Oh Mann, irgendetwas stimmt da nicht. Der Jo macht sich jetzt auf den Weg heim zum Elternhaus warten und hoffen, dass die Ju ihn findet. Beim Laufen kommt er am Riesenrad vorbei. Das Riesenrad. Es kommt ihm wieder in den Sinn, was Mami erzählt hat. Dass sie und der Papi genau auf dem Riesenrad, genau an dem Millennium-Silvester zusammengekommen sind. Und jetzt sagt der Papi, es gäbe kein Franzi. Der Jo fragt andere Leute. Aber niemand hat je von einer Franzi von Strubensleben gehört. Und auch der Opa Heinrich kennt niemand. Und es kommt noch schlimmer. Wo der Jo ankommt, hat er einen Schock. Dort, wo sein Elternhaus stehen müsste, leuchtet der Mond auf eine verschneite, leere Wiese. Ohne Haus. Der Jo wird auf einmal ganz schlapp und hockt in den Schnee. Kein Elternhaus und kein Franzi, keine Mami. Und dann läuft es im Jo kalten Rücken durchab. Wenn es das Mami 1999 wirklich nicht gibt, dann würden ja vielleicht er und Ju gar nie auf die Welt kommen. Oder würde dann Jakobine, ihre Mutter, Tränen laufen ihm über die Backen. Der Jo brüllt, bis er so müde ist, dass ihm die Augen zufallen. Ein besonderes Silvester. Mit einem Riesenrad und einem Bub mit einer geckeli-gelben Daunenjacke. Wenn der nicht gewesen wäre. Hei, 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 hei. Ja? Ja? Eine Stimme reißt den Jo aus dem Schlaf. Er schiesst auf. Ju! Ist alles okay? Die Zwillinge drücken sich so fest, sie wollen sich fast nicht mehr loslassen. Ich hatte schon Schiss, du seist bei den Dinosauriern gelandet. Ein fröhlicher junger Mann klopft dem Jo auf die Schulter. Nicht bei den Dinosauriern. Nur bei mir, hei, hei, hei. Sali, Enkel Jo. Sali. Der Jo starrt den jungen Heinrich an. Darf ich vorstellen? Opa Heinrich. Was? Der Erfinder vom Zeitschlitten und mit 25 schon Großvater. Leck, die geckeli-gelbe Jacke. Treibt man in der Zukunft so Zeugs? Opa Heinrich, gut bist du da. Wir haben ein grosses Problem. Ich habe den Papi gesehen und die Jakobine. Wir auch. Sie haben sich geküsst. Wir müssen mit der Mami reden. Ja, eben. Aber das Mami gibt's gar nicht. Was? Es gibt keine Franzi von Strubensleben im Fabrikantenhaus. Nur die Jakobine und die Rappoldine. So ein Seich. Ich habe ganz viele Leute gefragt. Es gibt keine Franzi. Und was ist mit mir? Dem Erfinder Heinrich von Strubensleben? Dich kennt auch niemand. Nein. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Also kommt, gehen wir ins Fabrikantenhaus. Die drei laufen bis festgelegt. Der Jo rennt schon fast. Wir müssen pressieren. Die Mami hat erzählt, der Papi und sie kommen heute Abend beim Riesenrad zusammen. Und du, Opa, hast auch etwas erzählt von dem Millenniumsabend. Was denn? Von einem Bub in einer geckeli-gelben Daunenjacke. Und wenn der nicht gewesen wäre... Die drei bleiben stehen Oh. und starren auf dem Jo seine Jacke. In dem Fall kommt es heute Abend auf dich an, Enkel Jo.
danke, das hilft gerade extrem. Was schaut denn da aus deiner Jacke? Der Jo langt in seine Tasche und nimmt das Kassettchen raus. Das hat er selber ganz vergessen. Ah, das? Das ist ein Kassettchen. Es was? Ein Kassettchen. Etwas, das man hören kann. Also, wie eine Schallplatte? Ja, aber anders. Leck, da habe ich etwas draufgeschrieben. Das ist ja meine Schrift. Ja, wir haben es auch in deinem Estrich gefunden, 2030. Aber sorry, wir erzählen es dir später. Jetzt müssen wir pressieren. Sie rennen weiter den Berg darauf. Der Schnee glitzert im Mondschein, wo die 3 Zeitreisenden zum Fabrikantenhaus kommen. Der Haupteingang ist abgeschlossen. Glücklich. Niemand daheim. Ah, gut. Der Heinrich steuert schnurstracks ums Haus herum zum Hintereingang. Greift unter die Fußmatte und zieht den Schlüssel vor. Wie vor 39 Jahren. Super. Die 3 huschen rein. Der Heinrich macht Licht. Er studiert die Garderobe hinter den Türen. Meine Finken fehlen. Und die Gartenstiefel. Das sind alles Frauensachen. Ja, voll. Hei. Bin ich auf Amerika ausgewandert oder was? Sie gehen in die Empfangshalle. Und dann weiter in den Salon. Da ist ja gar nichts Neues. Keine moderne Geräte, nichts. Da ist ja sogar mein alter Radio von 1958. Ja, uralt. Der Heinrich rennt Stege darauf, Jujo hintendrein. Sie steuern zack in den ersten Stock zum Heinrich im Zimmer. Der Heinrich rennt rein, will Licht machen. Hei. Die Bier ist scheinbar auch altersschwach. Warte, ich habe eine Taschenlampe. Der Jo zieht das Handy aus dem Sack und stellt die Lampe an. Wieso ist die Taschenlampe so flach? Das ist ein Handy. Es was? Ein Gerät zum Schreiben und Schwätzen und Foteln und Posten. Hä? Wir erklären es dir später. Suchen wir jetzt bitte Hinweise. Jujo zündet mit ihren Handys im Zimmer rum. Hei. Ist das verstaubt? Und alles steht noch genau gleich da wie 1960. Schaut mal da. Die Ju leuchtet an die Wand über dem Schreibtisch. Da hängt eingerahmt ein Zeitungsartikel mit einem Foto. Das bin ich. Von Strubelsleben bleibt verschollen. Spurlos verschwunden. Die Polizei tappt im Dunkeln. Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Was? Was ist echt mit mir passiert? Die Ju leuchtet auf den Artikel. Die Zeitung ist vom 1. März 1961. Er wurde heute vor einem Jahr zum letzten Mal gesehen. Also am 1. März 1960. Leck, Bobby. Was? Das ist der Tag, wo du bei mir angekommen bist, Ju. Ah, Klar! an dem Tag bist du mit mir auf Zeitreise. Und zack, bin ich weg gewesen und bin darum für alle anderen verschollen. Ich habe gerade 39 Jahre von meinem Leben übersprungen. Also hast du in dieser Zeit gar keine Tochter haben. Also gibt es unsere Mami wirklich nicht? Und das alles nur wegen dieser blöden Zeitreise. Aber die Mami und der Papi müssen heute zusammenkommen. Sonst können es nicht unsere Eltern werden. Ja, unsere Zeitreise hat die ganze Zukunft ab 1960 über den Haufen gerührt. Scheiss Zeitschlitten. Psst, ich höre etwas. Komisch. Also, wieso ist da nicht abgeschlossen? Jakobine, schnell zum Hauptausgang. Alles geht schief, alles. Los, kommt. Die 3 rennen so leislich wie möglich los und schaffen es gerade noch rechtzeitig zum Hauptausgang aus. Sie rennen, bis sie das Fabrikantenhaus nicht mehr sehen. Dann laufen sie langsam. Aufs Mal bleibt Ju stehen. Ich habe die Lösung. Opa Heinrich, wenn du wegen der Zeitreise verschollen bist, dann kannst du doch einfach zurückreisen und dann bist du nicht mehr verschollen. Genau, du clevere Ju, du. Hä? Was? Ich reise zurück ins 1960, tue, als hätte es unsere Zeitreise nie gegeben und lebe mein Leben weiter. Dann ist alles wie vorher. Ich tue die 39 Jahre nicht überspringen, sondern durchleben. Aha! Genau. Und dann kommst du die Tochter rüber und taufst sie Franzi. Und wir treffen uns 1999 wieder da. Logisch. Also, dann mache ich mich jetzt tiefig auf den Weg. Die 3 gehen zum Schopf und 5 Minuten später sitzt der Heinrich schon im Zeitschlitten. Ein bisschen verlegen schaut er den Jo an. Ja.
dürfte ich echt dein flache Gerät mitnehmen? Mein Handy? Lieber nicht. Für was? Ich möchte herausfinden, wie das technisch funktioniert. Nimm gescheiter das Kassettchen mit. Vielleicht ist das sogar wichtig in diesen 39 Jahren. Sonst hättest du es ja nicht auf deinem Estrich aufbewahrt. Stimmt. Gut. Der Jo gibt dem Heinrich das Kassettchen. Danke. Der steckt es ein, zwinkert seinen Enkel zu, Macht's gut. Bis grad. zieht den Starthebel ganz auf und dann, zack, weg ist er. Wie lange müssen wir jetzt echt auf ihn warten? Mal schauen. Jojo, sind wir da? Opa Heinrich! Hei, 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 hei. 39 Jahre lang habe ich auf diesen Moment gewartet. Und für uns bist du nur eine Sekunde weg gewesen. Er umarmt seine Enkel fest. Hast du jetzt wirklich 39 Jahre lang gelebt? Ja, ich bin 64. Meine Tochter heisst Franzi und ist in Felix verliebt. Aber die Jakobine leider auch. Und er kann sich nicht entscheiden. Aber heute Abend müssen die Mami und der Papi zusammenkommen. Ja, eben. Ich wollte ein bisschen nachhelfen. Ich habe 4 VIP-Billette fürs Riesenrad gekauft. Für die Mitternachtskabine, die am Punkt 12 Uhr zuoberst oben stehen bleibt. Grossartig! Hei, hei, hei! Ihr wäret das 4. eingestiegen und Punkt Mitternacht hätte Jo euren künftigen Eltern etwas übergeben, wo sie todsicher zusammengebracht hätte. Aber jetzt haben wir ein riesen Problem. Nicht schon wieder. Wieso? Ja, die Billette sind verschwunden. Ich bin sicher, die Jakobine steckt dahinter. Wieso? Es sind nicht nur die Billette weg. Seit dem Morgen ist es der Franzi hundselend schlecht. Und es war die Jakobine, die heute unbedingt das Müsli machen wollte. Das hat sie noch nie gemacht. Du meinst, sie hat die Mami vergiftet? Genau. Boah, die fiese Tante. Ich brauche eure Hilfe. Ju, kommst du mit mir mit dem Schlitten zurück bis vor das Müsli? Wir müssen das zurechtbügen. Ja, klar. Mit dem Zeitschlitten? Und wenn wieder etwas schief läuft? Nein. Das Mal machen wir alles richtig. Die Ju und der Heinrich steigen in den Zeitschlitten und der Heinrich stellt den Zeitometer. Wir kommen gerade wieder zurück, Jo. Versprochen. Am 8:30 am Morgen steigen der Heinrich und Ju aus dem Zeitschlitten und laufen zügig zum Fabrikantenhaus. Also, Ju, Trappoldine ist nicht daheim. Und Franzi schläft noch. Die Jakobine wird in 20 Minuten in die Küche gehen. Du versteckst dich vorher dort und schaust, in welches Schälchen die Jakobine das Gift tut. Ich suche in dieser Zeit in ihrem Zimmer die VIP-Billette. Alles klar. 10 Minuten später huren die Ju hinter einem Vorhängli in einem schmalen Zwischenraum in der Küche. Zum Glück kennt sie die in- und auswendig. Nein, nicht zu mir, Büsi. Gang weg. Die Katze sitzt vor der Ju ihres Versteck und maugt sie an. Im gleichen Moment hört Ju, wie jemand in die Küche kommt. Köbi 5, was ist? Wo die Katze der Jakobine ihre Stimme hört, rennt sie von der Ju ihrem Versteck weg. Kannst du aufhören, betteln, Köbi 5? Zuerst gibt es ein feines Morgen fürs Franzi. Die Ju schiebt den Vorhang ein bisschen auf die Seite und sieht, wie die Jakobine den Köbi 5 kurzerhand zum Hintereingang rausbuxiert. Dann fängt die Jakobine an mit dem Müsli. Früchte, Flöckli, Milch, Joghurt. Die Ju beobachtet die Jakobine ganz genau. Die verteilt das Müsli auf 3 Schälchen. So, Deli. Perfekt. Und jetzt noch das Wichtigste. Die Ju sieht, wie die Jakobine ein kleines Fläschchen aus ihrer Tasche nimmt und tatsächlich ein paar Tropfen in eins der Müsli tröpfelt.
böse Schlange. Jetzt rührt sie das vergiftete Müsli sorgfältig um. So, ja, fein sieht das aus. Ein perfektes Millennium zum Morgen. Und dann garniert sie es mit Mandarinenschnitzli. Das Vergiftete mit 4 und die andere mit 3. Die überlebt fieberhaft, was sie machen können. Die Jakobine schalten die Kaffeemaschine an, aber die blinken. Oh, keine Bohnen mehr. Nicht schon wieder. Die Jakobine muss in den Keller. Kaum ist sie aus der Küche, kumpelt Ju aus ihrem Spalt, nimmt vom vergifteten Müsli den 4. Schnitzen weg und tut ihn auf ein anderes Müsli. Dann legt sie beim vergifteten Müsli einen von den 3 Schnitz extra schräg an, schläuft dann blitzschnell raus und geht auf Katzenpfoten die Stege durch. Zum Zimmer von der Jakobine. Opa Heinrich, es hat geklappt. Grossartig. Ich konnte die Garnituren von den Schälchen austauschen. Also das mit den 4 Schnitz gehört dem Franzi. Du musst das Müsli nehmen, wo 3 regelmäßig angeordnete Schnitz hat. Das mit einem schrägen Schnitz ist vergiftet. Super gemacht. Hei. Also, das mit einem schrägen Schnitz ist vergiftet. Ich muss jetzt aber. Such du das Billett weiter. Okay. Wo der Heinrich an den Tisch kommt, ist die Jakobine in der Küche am Kaffee rauslassen. Das Müsli mit den 4 Mandarinenschnitz steht an der Franzi ihrem Platz. Der Heinrich vergleicht die 2 Müsli mit 3 Schnitz. Aber die sehen genau gleich aus. Keiner von den Schnitz liegt schräg dort. Sternhagel. Franzi kommt verschlafen im Pyjama die Stege durch ab. Morgen. Der Heinrich starrt auf die Müsli. Papi, alles gut? Ja, Entschuldigung. Ja, klar. Morgen, mein Schatz. Die Jakobine bringt Kaffee. Jetzt sitzen alle 3 am Tisch. Ein guten Miteinander. Ein guter. Ja, auch ein guter. Der Heinrich hat Schweißperlen auf der Stirn. Entweder sitzt die Jakobine vor dem vergifteten Müsli oder er selber. Oh, ich habe oben etwas vergessen. Der Heinrich geht die Stege durch. Im 1. Stock kommt ihm die Ju von oben ab entgegen und streckt ihm die VIP-Billett an. Sie sind unter dem Teppich. Super, Ju. Aber los, die Müsli-Garnituren haben genau gleich ausgesehen. Die Jakobine hat den schrägen Mandarinenschnitz wieder zurechtgerückt. Es ist nicht klar, welches vergiftet ist. Hoffentlich das von der Jakobine. Die 2 sind still und hören. Die Franzi und die Jakobine löffeln ihre Müsli. 2, 3 Minuten lang passiert nichts. Ist fein, gell? Danke fürs Machen. Ist fein. Zum Glück habe ich mein Müsli nicht gegessen. Ich gehe mal wieder rauf. Shit. Oh. Die Ju und der Heinrich wollen gerade davon, wo... Jakobine? Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss... Jakobine, geht's? Die Jakobine kumpelt auf und rennt auf die Toilette. Franzi hinten rein. Der Heinrich und die Ju schauen sich an. Beide grinsen. Super. Und jetzt zurück zum Jo. Also, Fürschi zum heutigen Abend. Hei, ist das kompliziert. Der Jo staunt, wo die Ju und der Heinrich wieder bei ihm im Shop ankommen. Wow, das ist dann schnell gegangen. Und? Der Heinrich winkt mit den 4 VIP-Billetten. Hättest du gesehen, wie die Jakobine aufs WC gerannt ist. Die wird bis am Abend nicht gesund. Und die Mami? Die ist weg. Die müsste jetzt Der Heinrich schaut auf die Uhr. beim Felix am Maruni-Stand sein. Wenn die wüssten, dass sie heute noch ein Bärli werden. Hoffen wir's. Der Heinrich streckt ihnen 2 Billette an. Also, die sind für euch. Ihr geht zum Riesenrad und reiht euch einfach hinter die Franzi und den Felix in die Schlange. Dann nimmt er nochmal etwas aus der Jobentasche. Du, Jo, Ein kleines Schächtchen. drückst das am Felix Punkt Mitternacht in die Hand. Das ist wirklich wichtig. Was ist es dann? Etwas Wertvolles. Dank dem werden sie merken, dass sie füreinander bestimmt sind. Also, los! Komm, Jo. Ja, gehen wir.
Auf der Kilby gehen Jujo zum Riesenrad, der Heinrich marschiert zum Maroni-Stand. Heissi Maroni! Heissi Maroni! Geniessen Sie Ihre letzten Maroni in diesem Jahrtausend. Frische, feine Maroni! Hey Papi, ich habe mich schon gefragt, ob du das Millennium verpassen willst. Der Heinrich zieht 2 Billette aus dem Sack und streckt es der Franzi entgegen. Mein Geschenk fürs neue Millennium. Franzi schaut die Billette an und staunt. VIP? Wow! 2 Stück für die Mitternachtskabine. Für mich und dich. Nein, für dich und den Felix. Franzi gumpelt ihrem Papi gerade um den Hals. Also hau jetzt aufs Riesenrad und geniessen's. Ich mach den Maroni-Stand zu. Cool, danke vielmals. Die Jakobine hat gesagt, sie käme auch noch mit einer Überraschung für mich. Die ist krank. Ah, ja, in dem Fall. Ab aufs Riesenrad. Danke vielmals, Herr von Strubensleben. Ciao Papi. Tschüss und viel Spaß. Jujo steht schon unter dem Riesenrad und wartet aufgeregt auf ihre Eltern. Yes, schau dort, sie kommen. Das Mami hat beim Papi eingehakt. Schon mal gut. Das Franzi und der Felix stehen gut gelaunt in der Schlange und Jujo stellt sich unauffällig gerade hinter sie. Die Mitternachtskabine, ich glaub's nicht. Dass er die Billette hat ergattern, ist sicher ein Wink vom Schicksal. Vielleicht. Schritt für Schritt geht's für sie bis zum Kontrolleur. Die nächste Kabine, die runterkommt, ist besonders schön geschmückt. Das ist die Mitternachtskabine. Der Felix und Franzi zeigen ihre Billette. Nachher sind Jujo an der Reihe. Ah, 2 VIP-Billette für Kinder. Ja, und die Eltern kommen nicht mit. Also unsere Eltern sind... Unser Opa hat uns die Billette geschenkt. Franzi dreht sich um und zwinkert ihr zu. Ein grosszügiger Opa ist Perle, gell? Wir passen schon auf die 2 auf. Keine Angst. Auf jeden Fall. Ja, ist schon gut. Steig rein. Die 4 steigen fröhlich ein und setzen sich gegenüber. Pro 1000 Jahre gibt es ein einziges Millennium. Und ausgerechnet wir sind dabei. Das ist krass, oder? Franzi strahlt den Felix an. Er lächelt. Ja, wirklich. Das Riesenrad fängt langsam an zu drehen. Ju beobachtet die 2 genau. Sie würde am liebsten schreien. Wir sind im Fall eure Kind. Ihr müsst euch jetzt verlieben. Aber sie sagt nur, Es ist so romantisch auf dem Riesenrad. Ja, sehr. Die Fahrt vergesse ich sicher nie. Ja, mal schauen, was noch alles passiert. wo die Mitternachtskabine das erste Mal zum höchsten Punkt aufschwebt, zieht der Felix einen kleinen Fotoapparat aus der Jackentasche und fotografiert das Festgelände. Der Jo zieht auch sein Smartphone aus dem Hosensack. Aber die Ju gibt ihm sofort einen Stupf. Spinnst? Der Jo schuppert blitzartig zurück in die Jacke. Klar, ein Smartphone von 2030. Weisst du, wie auffällig? Aber das Franzi und der Felix, die sind am Rausschauen. Nur noch 3 Minuten. Was machen wir dann? Es muss etwas ganz Besonderes sein. Hast du eine Idee? Ja, eigentlich schon. Jo, das Schachteli. Der Jo greift in seine Jackentasche und will das geheimnisvolle Schächteli vom Heinrich rausnehmen. Er verschrickt. Die Tasche ist leer. Er langt in die andere Seite, aber die ist auch leer. Jetzt fängt dem Jo sein Herz an zu schlagen wie wild. Nur 2 Minuten. Er reißt den Reissverschluss auf und wühlt in der Innentasche. Was ist? Ich find's nicht. Schau nochmal. Sind ihr auch aufgeregt, ihr 2? Suchst du etwas? Ja, er hat etwas Wertvolles verloren. Aber ist nicht schlimm. Oh, es ist einfach so romantisch da oben, gell, Sie? Der Jo nestelt weiter. Die Ju tastet hektisch das Bänkchen ab. Aber da ist auch kein Schächteli. Hast du es noch gehabt, wo wir eingestiegen sind? Weiss nicht. Vielleicht habe ich es draussen verloren. Oder jemand hat es gestohlen. Noch 1 Minute. Kinder, wir helfen euch dann suchen. Aber jetzt fängt das neues Jahrtausend an. Schaut wenigstens einen Moment lang raus. Ihr werdet es nie mehr vergessen. Jetzt ist die Kabine zuoberst oben und haltet an. Die Franzi schaut erwartungsvoll zum Felix. Er ist ein bisschen verlegen. Der Jo hört auf zu suchen. Sitzt nur noch da, schwitzt und 10, muss anfangen zu 9, brüllen. 8. Die Franzi sieht's. 7, Hey, 6, musst doch nicht brüllen. 4. Beim Aussteigen suchen wir es miteinander. Die Franzi nimmt ein Papiernastüchli und gibt es dem Jo. Gutes Neues.
Deine Eltern werden das sicher verstehen. Die Ju kann es nicht fassen. Das Franzi kümmert sich nur noch um den Jo statt um den Felix. Das Schächteli ist verschwunden und die zwei machen keine Anstalten, zusammenzukommen. Sie muss etwas unternehmen. Soll ich ein Foto von Ihnen zwei machen? Oh, ja, das wäre nett. Super Idee. Der Felix gibt der Ju den Fotoapparat und zeigt ihr, wo draufdrücken. Das Franzi und der Felix schauen in die Kamera. Sie müssen noch ein bisschen näher zusammenrutschen. Okay. Die zwei rutschen ein bisschen näher zusammen. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Vielleicht können Sie den Arm um seine Schultern legen. Die Franzi umarmt den Felix. Ja, sehr schön. Und jetzt vielleicht noch einander anschauen. Der Felix schaut jetzt zu der Franzi und die Franzi schaut zum Felix. Happy New Millennium. Und dann... Die Ju drückt ab und das Riesenrad fängt wieder an zu drehen. Yes! Der Jo schaut verdutzt zu der Ju und zeigt mit dem Daumen nach oben. Die grinst über beide Ohren. Die Eltern wollen gar nicht mehr aufhören zu küssen. Aber dann ist die Mitternachtskabine unten. Die Tür geht auf und Franzi dreht sich überglücklich zu der Ju. Danke vielmals fürs Fotolen. Ja, danke vielmals. Gern geschehen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Und sie geht eng umschlungen aus der Kabine. Der Jo kumpelt auf und sucht den Boden ab. Und dann sieht er's. Zuhinterst, unter dem Bank. Ju, da ist es. Das ist sicher rausgefallen, wo du das Handy rausgezogen hast. Er packt das Schächteli und beide rennen dem Franzi und dem Felix nach. Ich hab's gefunden. Das Franzi und der Felix wirbeln beide um und schauen das Schächteli an. Super. Jetzt könnt ihr es ja gleich noch geniessen. Es ist für euch zwei. Wirklich? Danke. Der Felix schaut ihn mit grossen Augen an. Er nimmt das Schächteli und zeigt es der Franzi. Dann macht er es auf. Und wo die beiden sehen, was drin ist, schauen sie erstaunt auf. Aber Jujo sind schon verschwunden. Opa Heinrich? Wir haben es geschafft. Prima, gratuliere! Und ist es schön gewesen? Ja. Oh, ich bin stolz auf euch. Können wir jetzt endlich wieder heiß 2030? Ja, und zwar tiefig. Die drei umarmen sich fest zum Abschied. Jo, ja, ihr seid einfach meine Lieblingsenkel. Und du bist unser Lieblingsopa. Ja. Am liebsten würde ich am Franzi und am Felix gerade erzählen, dass sie denen mal so tolle Zwillinge bekommen. Hei, hei, hei. Freue ich mich, bis ihr auf der Welt sind. Und wir machen dann ganz viele tolle Sachen miteinander. Dem Jo wird schwer ums Herz. Und auch die Ju kommt glasige Augen über. Sie werden heimkommen ins Jahr 2030. Und der Opa Heinrich wird alt und so vergesslich sein, dass er sich an fast nichts mehr wird erinnern. Oh, fast hätte ich es vergessen. Er zieht das Kassettchen aus der Jackentasche und drückt es ihm Jo in die Hand. Eine kleine Erinnerung an mich. Und jetzt ab in die Zeitschlitten. Gute Reise, ihr zwei. Hei, 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 hei. Ciao, Opa. Und danke für alles. Jujo steigt im Jahr 2030 am Abend vom Opa Heinrich seinem 95. Geburtstag aus. Und der Zeitschlitten ist wieder so staubig, wie wo sie eingestiegen sind. 10 Minuten später stehen sie im Fabrikantenhaus. Der Opa Heinrich sitzt im Fauteuil und auf seinem Schoß der Köbi 12. Hei, hei, hei. Wer sind denn ihr? Deine Lieblingsenkel, Opa Heinrich. Der Jo streckt ihm das Kassettchen entgegen. Dürfen wir das schnell auf deiner Stereoanlage hören, Opa? Schau da, ein Kassettli. Ganz eine schlaue Erfindung. Hei, 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 hei. Ja klar, geht nur. Ich gang ins Bett. Jujo geht zum Opa und drückt ihm einen Kuss auf die Backe. Gute Nacht. Schlaf gut.
Gespannt hockt Jujo vor die alte Stereoanlage, legt das Kassettchen rein und drückt auf den Startknopf. Sie hören dem Opa Heinrich seine Stimme. Er erzählt aus seinem Leben. Und was er erzählt, ist unglaublich. Jujo kommt nicht mehr aus dem Staunen aus. Und als das Kassettchen fertig ist, sind sie so durcheinander, dass sie nur noch heim wollen. Dort rennt Jo an Mami direkt in die Arme. Mami! Ja, so kenne ich dich ja gar nicht. Ich habe dich halt vermisst. Nach einer knappen Stunde beim Opa oben. Mir ist es irgendwie auch länger vorgekommen. Mami, der Opa hat vorhin wieder vom Millennium geplaudert. Etwas von einem Schächteli oder so. Das Mami lächelt. Dann streckt sie ihm Jo ihre linke Hand an und spreizt die Finger. 2 Ringe. Mit Felix und Franzi eingraviert. Und einem Datum. 1.1.2000. Die haben wir von 2 Kindern bekommen, beim Riesenrad. Was für Kind? Das wissen wir auch nicht. Die sind einfach verschwunden. Das Mami lächelt den Jo an. Weißt du, wieso habe ich dir die Geldaunenjacke gekauft? Weil sie mich an die von diesem Bub erinnert hat. Der Papi zieht sein Portemonnaie aus dem Hosensack und nimmt ein vergilbtes und zerknittertes Foto raus. Das Mädchen hat das sogar noch fotografiert. Wow, ein cooles Foto. Die Ringe haben es sicher vom Opa gehabt. Der hat schon lange gemerkt, dass wir füreinander gemacht sind. Ja, auf jeden Fall früher als du. Wisst ihr eigentlich, wieso der Opa so reich ist? Nein. Mir schon. Aha. Hat er wieder seine Erfindergeschichte erzählt? Ja, er hat wirklich etwas erfunden. So. Und was? Sagen wir nicht. Ach, der Opa hat manchmal ein bisschen zu viel Fantasie. Aber er ist ein Lieber. Wir sollten jeden Tag geniessen, wo er noch bei uns ist. Aber jetzt ist Zeit zum Schlafen. Jujo geht ohne zu murren ins Bett. Und 20 Minuten nach dem Lichterlöschen schleicht der Jo über in der Ju ihres Zimmer. Wenn die wüssten, dass der Opa Heinrich der Erfinder vom Kassettli ist und er darum Millionär geworden ist. Aber eigentlich hat er es gar nicht erfunden, weil wir haben sie ihm ja von der Zukunft in die Vergangenheit gebracht. Und er hat es einfach nachbauen. Aber dafür ist er garantiert der Erfinder vom Zeitschlitten. Und das ist ja noch viel krasser wie das Kassettli. Ja, viel, 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 viel krasser. Morgen wachen wir auf und meinen sicher, wir hätten alles nur geträumt. Genau. Aber weißt du, was machen wir denn? Die Ju lacht und zieht den Schlüssel unter ihrem Kopfkissen vor. Wir gehen zum Schopf. Auf eine neue Zeitreise. Ohne mich. Aber sie weiss genau, er kommt mit. Und er weiss es eigentlich auch. Weil Ju und Jo gehören zusammen. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.